Meng deichter hemischt. Wien aus de Märder vum Franz Pommerei. Meng deichter hemischt aus en historischen True Crime Podcast vom Letzebauer Wort. Diese Podcast basiert op tatsächlichen Evenementer, der aus Zeitungsartikeln an Originaldokumente aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert goufen. Kurz nach einer Message ehrt mal aufhängen. Wir werden an diesem Podcast ganz explizit über massiv sexualisiert Gewalt, Mord und Homophobie schwätzen. Das sind Sachen, die verstehen können und auch Angstzustände auslösen. Lauscht euch just, wenn ihr selber stabil genug fühlt, für damit eins zu gehen. Und da aber Sachen sind, wo ihr nicht sicher seid, ob das ihr nicht mehr belastet könnt, wie gut für euch ist, da lauscht der Podcast am besten nicht allein. Holt euch eine Person dabei, die ihr gut kennt und der ihr vertraut. Wir, das sind Sabrina Backes und Steve Frömmisch aus der Redaktion vom Letzebauer Wort. Und an diesem Podcast weisen wir euch, wie deichter als hemischt wirklich ist. Willkommen an unserer 6. Episode. Wir sind mittlerweile am Jahr 1910. 4 Jahre nach dem Sexualmord Franz Pommerel an der Petrus. Und noch immer lebt die Enquete für den Mörder zu finden. Es gibt viele Verdächtige, aber kein, dem der Mord bis jetzt kann nachgewiesen gehen. 2 junge Männer, die sich mit einer Kutsch in Richtung Belsch durch die Post machen. In der Verdacht gerät beispielsweise gewisse Josef Schuster. Der ist ein 42-jähriger Masse von Oldenburg am Norden von Deutschland, den als Rang zufälligerweise zu Straßen NRW mal direkt als Mordverdächtigen an Handschelle gesagt. 1906 sind 2 Brüder de Monopol gefordert, den Eduard und den Lodewig Müller. Der Lodewig, Louis genannt, für den Franz Pommerel sein Mörder. Und da kann doch mal ein ganz farbige Personage ins Spiel. Für beim Namen zu nennen, das ist der Wilhelm Scharnweber. Der Rattenfänger von Hameln. Und dann könnte zu einem weiteren extremst brutalen Mord an der Stadt. Im Zimmer, wo das Drama sich ereignete, war eine Blutlache, die sich bis zum Korridor ergoss. Der Mörder guckt für fortzukommen. Man hat Rechnung ohne Margareta Becker gemacht. Der richtige Tipp, der Mörder aus der Bierdergasse, gereicht am Dezember 1907 an Deutschland geputzt. Und es weist sich, dass der Weiblinger in Wirklichkeit Alois Kalita heißt. Der letzte Untersuchungsrichter George Faber dreht nämlich Allstehen einzeln für ihn zu finden. Am Mai 1908 könnte Kalita dann zu Träger für ein Christgericht. Da steht aber noch immer ein Elefant am Raum. Ja, und das ist froh von allen Frauen an dem Kontext. Ist der Kalita, alias Weiblinger, auch dem Franz Pommerel sein Mörder. Er ist nämlich, wie der Pommerel tot gemacht wird, direkt hier in Frankreich zu Deutsch Haute an der Metzlerschleier. Es kann ihn also nicht ausschließen, dass er am Juli 1906 mit dem Zug auf Lützeburg kommen will. Für den Pommerel tot zu machen. Neben den genannten Parallelen gibt es aber absolut nichts, was die Kalita mit dem Pommerel in Verbindung bringt. Außer viel Spekulation, geniert von Xenophobie gegen die Deutschen und einer latenter Homophobie. Lang dafür drin, im Dezember 1908, also kurz nach Kalita seiner Verurteilung, könnte es aber auch ein Pommerel-Dossier zu Lützeburg zu einem weiteren Rebondissement. An Obemol gedenk Aal, Kahlspur rum glidisch warm. So warm, dass den sich bald kennt, Fanger drauf verbrennen. Zwei Verdächtige von der ersten Stunde kommen immer ins Spiel. Der 4. August 1910 feiert Mordmeldung von einer 90er Zeitung als Sensationsnachricht. Die Enquete hat ergeben, dass der Franz Pommerel von 2 Franzosen tot gemacht wurde. An dat wären die 2 Deserteure gewircht, die zu Diedling opgefallen sind. Der René Foch und den Alexandre Viau. Die Woche schreibt, Letzebauer Police hat festgestellt, dass die 2 nur einer Amnestie zurück auf Frankreich gegangen wären und da ihren Militärdienst fertig gemacht hätten. Den einen an einem Infanterieregiment, den anderen an einem Strafbataillon. Der René Foch, 23 Jahre alt, hätte nur ein Bummelleben gefordert. Wird es öfter am Gesetz ein Konflikt kommen und wir auch da wenigstens 3 Monate an Prison gelandet. Er hat noch Frankreich müssen für 5 Jahre verlassen. Ma, das tut er aber nicht. Nee, weil wir dann zusammen mit einer Frau zu Nantes abgetaucht. Das war damals so just noch auf Frankreich, während Metz, Colmar und Straßburg bis 1918 zum Deutschen Reich gehört tun. Zu Nantes hat er sich dann mit seiner Madame als Baron und Baroness ausgehen. Das steht auf verschiedenen Zeitungen. Später weist sich aber, dass hier Baron als falsche Familiennummer benutzt wird, mit dazu kommen wir noch. Egal wie, sein Doppelleben hat nicht lange gehalten. Und es war ziemlich sehr klar, wie er wirklich ist.
Die Franzosen hun du bei der Gendarmerie von Daverding no gefrot, ob de Fach auch tatsächlich Dewie den Lützebäuer sicher gingen. Dat weist jo dann darauf hin, dat obwohl nächte zu an der Prestung ständig weiter in Richtung von den zwei Deserteuren enquetiert gouf. An net nimmen dat. Den Untersuchungsrichter Georges Faber hatte Fach schon 2 Monate für run am Visier. Zu Bresel, aber da hat ein Belsche Laffe gelos, an den das natürlich direkt ab durch die Hecke. Genau. Bis dun zu 90 Rëm opgefallen ass. A fir dat net schon entwurscht schickte Georges Faber illico presto vun senge beste Leiit op 90. De Gendarm hostet vun Daverding. Den Dach drop, moies frei, hu se de Fach och noch am Schluf platt gemach an agepack. Den hat noch probéiert sech mat engem Marseillermesser ze viren. Ma gedenkt huet dat dem neicht. De René Fach gëtt er noch direkt verheiert. A schon eier dat geschitt erzählt hi engem franzésche Polizist ganz nevelanisch bei enger Zigarett, hier ging zwar wüsse wie in dem Pomerel se Mäder wie, hier gingen dawer net verroden. Domert brennt zu Lützeburg awer de Bam. Na well, aber richtig. Des Keier ersinn sech also wirklich sicher dem Pomerel seg Mäder von zu hunn. Ja, zumindest een dovonne. Ma komm mir gucken einmal ganz der Reino. Wie ass der René Fort überhaupt? Jen as Franzos geboren den 9. Juni 1886 zu Saint-Nazaire. Dat leidt op der franzéscher Atlantikküst op Heicht vu Nantes, fir geneet ze sinn, do wo Loire an mir lebt. An de René Florentin Fort ass eben vun denen 2 franzéschen Deserteuren, die den Dach no Mord Franz Pomerel zu Dideling opfallen, weil sie an enger Auberge geklaut hun. Me da das noch net alles. De René Fort huet offizieller Bistroen als Serveur geschafft, ma Wirklichkeit war schaffe nie singes. Hier kommt einer Sache gut, zum Beispiel die Leute dat Blut vom Himmel versprechen, an dat hat ihn dann auch net zulächt immerem bei Frage gemacht. Du bist du aber fein mit dem. Ja, na weil das dat wat Demos geschrieben ging aus. Mei passend wird zu suchen wie ein Zuhälter. Hier net Donsicherheit an denkst von de Frauen ausgenutzt, für sich mit dem Geld, wat sie verdingt, du gut goen zu lassen. Och zu 90. Nur dem hin du agesat gouf, seht hier engem Polizist, dat hier weist, wenn de Mäder ass. Will aber kein umnennen. Et kann en sech lo viel bei eng Poliverheer an 1910 firstellen. Demos gouf bestimmt keem Attention gepackt. Ma et war net nimmen dowe du vor sich als Mäder vum Pomerel an Gespräch brucht huet. Exakt. Wéi cho fir Druno gedeit, war hi nemech cho fir Drun zu Bresel festgehol gin. Do hat hi nemech engem Bekannten so Sache gezielt, wie wann hier mat engem Mord zu Lützeburg ze dien hat. As sei Kolleg ass dann noch direkt mat op de Bresler Parke gelaf. Die 2 waren sech an der Rue des Bouchers am Zentrum vu Bresel begéint, net weit vun der Grand Place. Du war demos schon Restaurant neben dem anderen. Du steh auch haut noch immer Garçon für unter dir für Klienten an ihre Restaurant zu lackle. De bekanntesten as sicher de Chez Léon, wo net nimmen Touristen gerne Mule mat Fritten esse gin. An dadurch schon zu Pomerels Zeiten. De Léon gëtt nehme schon zunter 1893. Mannerleit wisse sicher, dat et do an enger Gessel direkt neben run e weibliche Kontrapart zu Manneke Piss gëtt. Janneke Piss. Ma do vun 1906 nach Kie geschwat. Janneke kom recht 1987. An da gëtt och nach e Mupp de Pist de Sinneke Piss, den gouf recht 1999 opgebaut. Als Mordverdächtchen de René Fort huet sich am freie Summer 1910 mi Dacks an der Rue des Bouchers umgedriwe. Eines Tages hueten sich dann do och mat engem franzésche Sänger anerhalen. Zufälligerweise hat den deselbechte Numm wie de bekannte Restaurant, Léon. E puer dechte no gesi Beitmänner sech dann zu Bresel op der Posteren. An do geschieht etwas, wo mat Kee von denen 2 gerechnet hat. Et weist sech, dat Beitmänner deselbechte Familien hunn. Gené, an zwar Fort. De Léon Fort und de René Fort. An de Loge het spannend. De René seet dem Léon soll sech an nøcht hëllen. Pass op, wat Polisicht all foren. Wer fir an 10 Joer huet zu Lützeburg Mord ginn. De René hat awer Chance gehabt, se hätten hirenm Lafe gelos. Wann sie hier awer net Goe gelos hätten hinnen irgendwanns awerwoch erzielt. Nämlich dat de Vio de Mäder wie, sei Begleder demols zu Diedling. Jen de René Fort wird zwar do gewircht, ma man mocht het hier neicht ze din.
Am Wortlaut c'est pas moi qui ai fait le coup, c'est Vio, mais j'y étais quand le crime s'est commis. Ob en dummert mengt, dat hier beim Mord selber dabei war oder just zu dem Moment auch zu Lützeburg, ass net klar. Das Gespräch lauscht da wo in anderen mat. De Louis Baudin, der sich an der Bresler Post Pack bekümmert. An de Baudin kriegt richtig groß Ohren. En heiert dann auch wie de René Fort, dem Leon Fort erzählt, ginge lo verschwonnen, weil kein Lust hat, noch weiter Probleme zu kreen. Ging lo bei seg Mätresse op Plonkisch, die do ging an engem Bordel fir hier Sue verdingen. An da gingen se zu summen op Boulogne-sur-Mer, do gingen nach weide Suen op hier werden. Kurz drauf setzte Baudin auch beim Bresler Prokureur im Büro und erzählt ihm die Geschichte. Ma wer ist eigentlich iwwer hat dazu kommen, dat du vor zu Bresel verhaft ginnners? Sein war der Poli am Friemerregister abgefallen, nur dem hier sich zwedig für Drun zu Bresel ugemeldet hat. Das war den 20. Juni 1910. Bresel schickt er sehr ein Telegramm op Lützeburg. An do sind sie natürlich brennend interessiert. Der Lützeburger Prokureur Georges Faber will, dat de Fort zu de Fä von Didlingern an der Petrus geheiert gëtt. An stellt ein Kommission Rogatoire, Rechtshilfe ersuchen aus. Dat mat den Telegrammen also zu so ein E-Mail vun der Zeit. Telegrammer gowet schon 50 Jahre führen als Geschichte. Dat war die echten technische Möglichkeit für Großdistanz mit denen zu kommunizieren. Natürlich gowet 1910 auch schon den Telefon, aber der war damals noch nicht so ganz zuverlässig. Den Telegramm wurde so funktioniert, dat dem an engem Text bei den Telegrafebüro gegangen ass. Genau. Ein Telegrafist hat den Text do am Morsezeichen und einen bestimmten Empfänger verschickt. Aber bei der Arrivée vom Telegramm gouf Buchstabe Suite dann op eng Langstreif per Bayer gedrückt. Der gouf dann zu Summe geschnitten an op Formulär gepascht, an mat dem as dann de Postmenschen bei den Destinatärgang. Telegrammer, die am Pomerell-Fall verschickt goufen, sind noch haut noch am Dossier am Nationalarchiv zu fannen. Dem Faber sein nächsten Telegramm könnt er noch zu Bresel beim Prokureur un. An de lässt die verdächtige Vierfeieren. Der Fach behauptet sich awer drop, dat Lützeburger sich an der Person ihre géfen. Hier wesinges Lebens na nie zu Lützeburg gewischt. Ein Deserteur wäre noch net, an den 5., 6. und 7. Juli 1906 wäre hier beim 137. Regiment zu Ancenis an der französischen Armee gewischt. Zu Lützeburg wissen sie aber längst, dass der Fach schon den 10. Juni 1906 beim 64. Regiment desertiert hat. Bei der 137. komme recht am April 1907. Also war du nicht mit einem Alibi. Die Sache geht für den Prokureur Georges Faber aber trotzdem an die Box. Richtig. Sein nächstes Schreibes kommt nämlich zu spät. Wie Hensing im Bresler Kontrapart mitteilen will, dass der Fort ganz sicher Lehe gave und noch Piècen mitgeschickt hat, die das beweisen, hat den der Forscher auf freie Fuß gesagt. Tja, an den hat Ben an den Grab geholt und geguckt, für so sehr wie möglich von Bresel zu verschwannen. Georges Faber ist nicht da nicht übrig geblieben, wie 2 neue Haftbefehle gegen den Fort an die Vio auszustellen. Wissend, dass beide sich auf Frankreich ophalen geben, an hier sie damals schwerlich auf Lützeburg kriegen. Der Fort wäre entweder zu Paris oder zu Boulogne, an der Vio wird seit August 1906 zurück bei der französischen Armee, an der Zwischenzeit an Algerien am Einsatz. Das notiert Faber an einem Tischerapport. Dafür denkt ihn darüber nach, den Fall und die französischen Autoritäten zu denunzieren, für dass die der Sache nachgehen. Eventuell gingen sie dann noch auf Frankreich den Prozess wenn sie den Mord zu Lützeburg gemacht kriegen. Das haben wir ja auch schon beim Düsseldorf-Mord gesehen. Aber dazu könnt ihr nicht. Weil es dauert nicht lang, bis der Fall auffällig wird. Zu 90. Dat den do gepëtzt gëtt hat man ja schon ugangs gesot. Zu 90 huet hin sech als Ferdinand vor ugemeldt, also mat engem falsche Firnum. Vu Beruf fir Hepatissier. De Summe mat Thema so Reising Freundin Marie Eslan NRW. Geburt 27. Mai 1882 an der Bretagne. Dat das de Frau von der hin zu Bresel sot, sie wie seg Mätresse, aber sie ging sich aber auch für hier prostituieren. Der Fahrer ist tatsächlich auch mehr ihren Zuhälter wie ihre Freund. Und Marie Eslan war im Juni 1910 von Bresel auf Lonkisch gekommen, für dort an einem Bordell zu schaffen. Beim Rousset. Das war an der Zeit den einzig bekannte Bordell zu Lonkisch. Der Fahrer ist da in der Südland mitgekommen, für aufzukassieren.
Weil de Bordel zu lonkisch awer wohl net ganz dat Geld vum Eva sind Marie Eslon an de Fort ziemlich séier op 90 weiter gezun. Als Prokureur, den noch 4 Jahre Tod von Franz Pommerel nach immer dro schafft, für dem se Mörder zu fänken, schickt von seine beste Leute op 90. Der Gendarm Hostert vun Daverding. An de lädt sich richtig gut un. Am Platz direkt um Fort zu sichern, guckte mat der Police vu 90 no dem Sänger Freundin, der Marie Eslon. An de Rechnung geht op. Weil Citepolice wos demals ziemlich genau, wo denen hier Klientel NRW war. Marie Eslon huet sich mittlerweile am Bordel de Loup zu 90 näher gelos. Ze Summe mat engem franzésche Citepolizist taucht den Hostert da genau an dem Bordell op. Wie die 2 Polizisten do opkreizen, ass Marie Eslon fir d'écht net so ganz gesprächig. Hat wir der Meinung, dat dat kein Appes gegen Ugo wie sein Zuhälter wir an noch wat hat sos noch gegen machen. Der Gendarm Hostert von Daverding lässt sich aber en Trigger falle, fir Eslon trotzdem un Schwätzen zu kreieren. Hier net einfach behabt, hier wie dem Vor sei Pap. Mam, die ging Stirwe leien, also wollte aber noch unbedingt mat ihrem Fies schwätzen. Dem Hostert seg Rechnung geht op und Eslon schläft die Beetmänner quecht durch half 90 bei de vor. Die schläft am hallen Dach, die war fast an engem Zimmer 3. Stock an engem Kosthaus. Weil ihr du unter dir klappt, will de vor op ke Fall opmachen. Wie Poli du so sie ging die opbresche Lose mischten dann aber op. Lädt sich auf die Reidrem am Bett, bei eng einer prostituiert. Am Kosthaus hat sich als Alphonse Baron geschrieben. Schon rimme falsche Num. Da der länger schon Durchgang für ihn zu verhaften. Wie de Fort dat realisiert, fängt den Usech mat Hanner Face zu viren. Jen drehte Polizisten auch mat engem Raséiermesser. Mit dat bringt ihm neicht. Sie machen hin direkt am Zimmer Platz an den dem Handschellen un. Bei enger Fui fand ein Polizist Foto vom Vorer vom Eslon. Das hier noch haut nach am Dossier. Ma aber kein vom Pommerel. Nee, am Verheer bestreitet der Mann, der sich Baron nennt, auch für dich vorzusehen. Wie auch kein Deserteur und noch nie zu Lützeburg gewischt. Mehr ging aber wissen, dass er dem Mord zu Lützeburg ging. Darüber weiß ihn aber nicht. Reicht den Dach drop, lädt den Karten op den Tisch. Ja, hin aus der Fach. Ja, hin 1906 mam Vio desertiert. Ja, hier wäre auch mit dem zu Paris, Bresel, Arel und Lützeburg gewirrscht. Zu Lützeburg an der Stadt hätten sie nur Abichtgesicht, auch vom Entrepreneur Kuhn, Bongekrit für ein Kasthaus, dem Café Lahir, zu essen und noch dort zu schlafen. Den Dach drop sollten sie nur bei einem Chantier an der Aldringer Straße schaffen, aber bei Kanalabichten auslöfen. Da sind sie aber nie abgetaucht, mal direkt auf Diedling verschwunden. Was da geschieht, das wissen wir. Sie haben auch da von der Lichtklebigkeit von anderen profitiert, geklaut, als sind dann über die Grenze verschwunden. Der Vio hatte nicht mehr rumgesehen, sieht er vor. Hier selber hat nie wirklich richtig geschafft. Man hat sich in verschiedenen Nimm auf verschiedene Plätzen als Zuhälter etabliert. An der Schwach hat hier noch nie bedauert. Von Homosexualität ging er nicht kennen, aber im Vio hätte noch nie etwas in die Richtung festgestellt. Das hatten die Leute aber auch schon beim Pommerel gesucht. Die Obduktion so da war besanischt. Davor erklärt doch, dass er zu Bresel gelungen hat, weil er Angst gehabt hat, wenn es der, wie ihr seht, Philoterie zu Diddling an den Bing zu kommen. Und er bestreitet Vio zu Bresel als Mörder beschuldigt zu haben. Madonna Bemol geht alles komisch, schreibt den Hostert aus seinem Rapport und den Untersuchungsrichter. Nach diesem Verhör wurde Fort plötzlich von einer unbeschreiblichen Angst ergriffen, fiel in ein Körperzittern, wurde blass und konnte kaum noch sprechen. Ihr willt auf keinen Fall angesperrt gehen, und er wird unschuldig, möchte klar. Dem Hostert seine Konklusion ist aber deutlich. Diese Erscheinung bei Fort gegenüber seinem anfänglichen Benehmen nur darauf hinzuzielen, dass man es mit einem gefährlichen Individuum zu tun hat. Aber weiter? Weshalb trägt er an mehreren Stellen falsche Namen? Will er nicht in Luxemburg und auch nicht Deserteur gewesen sein, um seinen Verbleib von 1906 zu rechtfertigen? Dann Hostert das sich also ganz sicher die richtige geputzt zu haben. Marie Eslon hält übrigens bei der Police zu 90 auch kein Blatt für den Mund. Fort ist ein Faulenzer, der sich stets von zweideutigem Geschäftserlös ernährte. Ich gebe ihm all mein auf diese Art verdientes Geld und dulde sogar, dass er den Zuhälter anderer Dirnen spielt. Lützeburg hat hier nie etwas erzählt, sieht sie. Und 1906 hätten sie sich noch nicht kannt. Nur dieser Verhaftung bestellte Prokureur Georges Faber, den sich auf die Kap geschrieben hat, den Mord um Pommerel abzuklären, nahm wohl alle guten Zeugen aus der Mordaffäre bei sich.
Wie das steht dem so an der Zeitung. Da das engerseits den Auermischer vun der Plus, wo de Pomerell seg Auersiche war. An noch e Kommersant, der für uns engem Boutik gesinn huet, dat de Franz Pomerell zärtlich vun engem andere junge Mann im Amt ginnners. Dabei kommen e Koffer an einer Leute aus der Rue Marie-Therese, wo dem Pomerell seg Boom gelieft huet, an déi hien op segem lachten Dach gesinn hatten. Sie alle Gu kree neue Foto vom René vorgewiesen, de zu 90 gemacht gouf. Da das Staat war den haut Maxschutz nennt. Klassisch Verbrecher Foto, wo in eng Person vu 4 an am Profil gesäit. Et gedor eng Fisch mat zinge Fangaufträger stot. Da das Demos modernsten Technik. Den echte Fall, wo Mäder durch seg Fangeraufträg identifizeiert ginnners, war recht 1897. Dat war beim Scotland Yard zu London. An da das Demos och noch net so lang hier. Dommert Versache der Chlor. Oder auch net. Et huet kee vun all desen zeiende Fach als dem anerkannt de Gesicht gouf. En huet doch eigentlech nëtte so genau op d'Beschreibung gepasst. De Fahrers klang huet de blonde Schnurri a liicht gekrauselt hoer. Den Pomerell se Begleder huet awer anecht ausgesinn. Dann hatten se de Berge bisse viel vollgeholl, wie sie gesot hunn de Mord fir opgeklärt. Net ganz, weil du ass du nach dem Fach sei Kolleg, de Vio. Ja, du heste doch ganz kurz du noch schon de wir verhaft gin. Orem zu Bresel. Und das ist eng Falschmeldung. Du hun am Iwereifer wolle Polei des falsch verstandener Geschichten erzählt. Den anderen de Fach ass iwregens den 18. August 1910 zu 90 op freie Fos kom. Vun do un her den mi viel vunem. An noch sos gëtt trauech. 3 Monate no, de 17. November 1910, bleif dem George Faber nimi viel ernsteres iwrech wie d'Ermittlungen géint de Fach anzustelle. Charge ginge just dorop beroen, dat hien echtens zum Zeitpunkt vun der Dod zu Lützeburg war, an zweitens de 26. Juli zu Bresel gezielt hat, hier ging de Mäder kennen. Ma de Fach dementéiert dat. Den Témoignage käm sowieso vun eng Individu peu rekommandable, déi schon wenns Escroquerie an Prison gewircht wär. Dat schreift de George Faber an senge Notizen. An domat ass och déi Spur kahl. Mit Geschicht halt heunet op. Stimmt, et verginn awer 3 Joer. An dara bildet op emol ganz gewaltig am Dossier. Mandat heier Dir an der nächster Episode vu Meng Deichter hemischt. Immer sonndes op Wort.lu am Mittwochs op allgängige Podcast-Plattformen. Meng Deichter hemischt as e Podcast vum Lützebauer Wort. Redaktionun a Moderatioun se vum Steve Rëmmech a Sabrina Bockes, Sprecher sind Amelie Schröder a Marc Blasius, Titelmusik aus vum Christian Mertes, den Audioschnitt an de Sounddesign vum Marc Blasius, de Cover vum Mara Monen, an Grafik vum Mara Monen, Sabina Palanka a Christian Mertes.